kommen Leiit vu Straßburg fir eng neue Mission de Bléck op Europa. Wir hatten das vor ganz chargierte Programm, wie dat eigentlich bei Lakéierste Fallersheit zu Straßburg. Das besonders Wert opgelöst gi natürlich fir den Affer ze gedenken noch vun den Attentate vun terroristischen Attacke vun Paris an du hatte man dann auch die Kommission an de Conseil ha Bayier als fir darüber zu diskutieren. Ich werde nach darüber zurückkommen als Franzischkollegin dat die huet e rapport darüber gemacht iwwer Deradikalisierung vun den junge Leiit hauptsächlich. Ich komme nach darüber zu schwätzen. E ganz wichtiges Sujet war auch de Budget de man ha an enger dëst Joer relativ unkomplizéierter Form ugeholl hun. Dir wisst, dat sos ganz viel darüber gestritten gëtt, ganz lang darüber debattiert gëtt, dats das filmi einfach gang. Da war auch den italienische Präsident op Besuch, den eng ganz interessantiert gehalen huet. Och rapport Gesundheit as Sicherheit op der Arbeitsplatz ass ugeholl gin. Dir wisst, dat ich do Shadowrapporter war fir DVP an mat enger grösser Majoritéit hummer den rapport ugeholl. Eng neue Strategie fir Deiereschutz an och iwwer d Energieunion, alles wat mat ze summen hängt, och Klimawandel, darüber werde ich auch noch mal die schwätzen. Das aber so fängt man vielleicht beim Budget an, weil das einfach ein ganz wichtiges Sujet ist. Ihr wisst, ohne Geld kann keine Politik machen. Und dann ist es so, dass man eigentlich da 155 Milliarden Euro an dem Budget haben. Das möchte rund 1% aus vom Bruttonationalprodukt. Das ist nicht viel. Wenn in die Politik alle Gute guckt, die man da muss bewältigen, dann ist das eigentlich nicht viel. Die Memberstaaten sind aber nicht bereit, für mehr an den europäischen Budget anzubezahlen. Sie sind natürlich immer ganz groß Demandeur für daraus Leistungen zu kreieren. Sie wird durch Strukturfonds, durch Kohäsionfonds, all die Infrastrukturprobleme, alles das sind natürlich, als geht für einen Demandeur. Wir wollen nicht erst abbezahlen, da wird ganz eher geguckt, wie viel bezahle ich an, kriege ich dann noch wirklich für so viel raus. Aber das Jahr, ich habe am Anfang gesagt, als Debatte, die Negoziationen sind relativ einfach über die Bühne gegangen. An Zeit von 2 Sitzungen, weil wir ganz nur bei Nählochen, weil auch keine große Divergenz der Wühen da sind. In Krisenzeiten ist das vielleicht mehr einfach, für an der dort Hinsicht zusammenzustehen, für die wichtigsten Punkte. An die wichtigsten Punkte für das europäische Budget sind nun einmal Wurstem an Schaffen von Arbeitsplätzen. Du hast den Hauptpunkt abgelöst gehen. Dann natürlich an die Krisensituationen auch die Einzelfonds, für die zu speisen, für an humanitären Situationen, an das exzeptioneller Situation humanitär können Hilfe zu leisten. Wie gesagt, das Budget ist so über die Bühne gegangen. Zu meinem Rapport der Gesundheitsschutz an Sicherheit auf der Arbeitsplatz. Da ist es besonders darum gegangen, für die Kommission aufzufordern, den strategischen Rahmen für den neu zu machen. Das ganz beruht auf einer Direktive von 1989, woraus den Rahmen ging, woraus eine ganz Partie über 20 Einzeldirektiven nach dort drin hängen. Die gehen alle gut auf der Liste geholt, weil die Kommission ja gesagt hat, sie ging eine verbesserte Gesetzgebung machen, eine Vereinfachung von den Regeln. Und du hast als groß Sorge, dass das zu einer Deregulierung kommt und dass man da eine bisschen Substanz verlieren von den Direktiven. Und darüber mussten wir, wie gesagt, wachen. Dann wird es doch natürlich geherrscht, ob die neuen Herausforderungen anzugehen. Die neuen Herausforderungen im Arbeitsmarkt, ich meine Digitalisierung, aber auch Umgang mit neuen Technologien, Nanotechnologie, Biotechnologie, den demografischen Wandel. Die Leute müssen immer mehr lang am Arbeitsprozess bleiben. Das ist besonders an verschiedenen Berufen, wo ich schwer körperlich arbeiten muss, leisten, das ist das Problem. Das heißt, ob die Sachen alle Guten müssen hinweisen, auch psychosoziale Probleme gehen immer mehr Stress, Depressionen, Mobbing, alles das geht immer mehr häufig. Und wie gesagt, da muss man dagegen wehren. Der Rapport ist mit grosser Majorität angeholt gehen. Dann vielleicht auch ein Punkt, der noch wichtig ist, das ist die Spezialkommission Tax. Die wissen nur der LuxLeaks-Affäre zu Lützeburg, als die Spezialkommission angesetzt gehen, für wie gesagt mehr eine grosse Steuergerechtigkeit zu schaffen, für das so große Betriebe, an dem dass sie an verschiedenen Ländern ansässig sind, für das sie dort allein kommen, für Steuern zu bezahlen, als wie gesagt die Spezialkommission angesetzt gehen. Ich komme am Detail an einer Sendung mit meinem Kollegen Frank Engel nach darüber zu schwätzen, weil hier war Member, Lützeburger der Member war von der Kommission und hier kann du mit Sicherheit mehr Details erzählen. Aber wie gesagt, der Rapport ist angeholt gehen, auch mit großer Majorität. Und Mandat von der Spezialkommission geht aber weitergeführt. Und wie gesagt, wir kommen dann in eine extra Sendung darüber zurück. Dann natürlich
den Rapport Rashida Dati fir ze soen, dat man bei allen Mesuren, die man hole fir d'Sicherheet vun de Bierger ze garantiieren, sie wird besser ze Summe schaffe vu Geheimdenkster, sie wird besseren Austausch vun Daten, sie wird méi personelle Schutz durch Stoppwerte vun Police an Armee, sie wird och sos Aktionen, die direkt op d'Sicherheet vun de Leiit Awirkung hunn, giltet awer och eigentlich der Radikalisierung fir ze beichen. Die Radikalisierung geschieht jo eigentlich ganz viel so an engem Dunstkreis, an engem verstoppte Verhältnisse. Sie dat a Versammlungsreim, sie dat sos immer, wo eigentlich den Hass gestreet gëtt, wo eigentlich gepredigt gëtt, wo ganz viel Leiit hat Jongleit dann och dofir empfänglich sinn. An Schmengen darüber huet als Kollegin den Rapport gemerkt, die ganz interessant ist, an den auch ganz heich aufgestimmt gin ass man enger grösser Majoritéit, dat hicht fir die Radikalisierung ënner den Jonke fir dem chauffier ze beugen durch ganz interessante Programmer, natierlich awoch fir die Finanzstreem do besser ze kontrollieren, fir dat besser an den Griff ze kreen, de Waffenhandel, all die Sachen, die dort run henken. Dat is immens interessant an geht awer hauptsächlich Prävention. Dat is den Hauptakzent vun dem Rapport fir ze soen, dat die Radikalisierung dat die verhindert gëtt. Dat geht auch schon an de Prisungen nun, weil ganz viel von den jungen Leuten hunn schon klein 4 Strophen so ze noch schon heinz an Prisung an der Prisung selber sind onméiglich Verhältnisse, wo eigentlich auch ganz stark zu so enger Radikalisierung opgerufen gët. Ich menge, wann den dann rauskönnt an den sich dann an so Kräse da geht dat immer méi stark. Et muss einfach méi an Bildung und muss auch méi an die soziale Inklusion gesät gin, dat heißt, die Leiit wir müssen als Gesellschaft auch méi opmache fir die Integration besser zu kreen. Och dat als alles. Wir dürfen uns da nicht aufschotten, wir dürfen denen de leng sich selber überlassen, dat sie noch zum geessen Deel schon jugendliche Leiit, die an eisem westlicher Gesellschaftsordnung, an eiser Gesellschaftsform ja 2/3 Generationen, die schon hei sind, dat heißt, dat sind Leiit awer die sich op eng ganz schwierig Manier eigentlich nëmmen zurechtfannen an net richtig integriert tun. An dat muss man wie gesagt verstärken. Dann wie gesagt zu den Tax-Rulings, zu dem hatte ich schon gesagt, da komme ich nach zurück. Die europäische Industrie, das war auch ein ganz interessantes Sujet. Ihr wisst, dass als Industrie hier in Europa ganz viele Probleme hat, besonders Stahlindustrie, aber nicht nur. In der Stahlindustrie hängen über 300.000 Arbeitsplätze in Europa. Wenn es noch weitergeht, wenn es an den Automobilbau geht, wenn es an die Zulieferer geht, dann ist das noch viel, viel mehr. Und wir stehen unter Druck einerseits durch die unfair Kompetenz, durch die unfair Kompetitivität, der Wettbewerb, den China könnte hauptsächlich zu Dumpingpreisen von China exportiert wird an Europa, auch an Afrika. Das heißt, da muss in dem Vierbeugen, dann haben wir natürlich auch Umweltbelastungen für die Hersteller, für die Unternehmen, die so etwas herstellen, die dadurch Schwierigkeiten ummacht, wie gesagt, kompetitiv zu sein. Alles dem, da ist ein interessanter Rapport gemacht an die Kommission, als abgefordert, er wird das doch machen, ugangs nächstes Jahr etwas vorlegen, und da werden wir uns auch, wie gesagt, darüber fokussieren, darüber stützen, für auch wirklich etwas für die Industrie hier in Europa zu machen. Das ist ein extrem wichtiges Standbein von Europa, und hängen so viele Arbeitsplätze und so viel Wachstum damit zu summen, dass wir unbedingt der sagt, uns seriös müssen unholen. Dann zum Schluss vielleicht noch den Luxpreis. Ihr wisst, dass wir alle Jahre als Preis vom Parlament vergehen, den Filmpreis für eigentlich den europäischen Film zu unterstützen. Die europäischen Werte, die hier rauskommen, Toleranz, Solidarität, Menschenrechte, Rechte von Minoritäten, Freiheiten, Meinungsfreiheiten, alles das ist wichtig. Und da wird immer geguckt, wird von 10 Filmen eine Selektion gemacht. Und 3 Stück kommen dann hier an den Endwort. Und da hat dann dieses Jahr eine deutsch-französische Produktion gewonnen. Den Mustang ist der Film behandelt eigentlich ein Mariage forcé an der Türkei. Und ich meine, das ist immens wichtig, ein guter Film, und der wird von hier unterstützt, und der kriegt dann auch
Möglichkeit opzetreten an ganz Europa mat 24 Untertiteln an wie gesagt, der Preis für die jungen Künstler für die ein bisschen zu fördern, für die zu stärken. An die Filme, die kriegen, sie wird schon halt so viel drin, sie wird no immer eine ganz große Aufmerksamkeit. Das wäre der kurze Resümee. Wir noch viele andere Themen können diskutieren. Mit Zeit lebt das wie gesagt immer fort. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.